willkommen an der Serie über Kirchen und Kapellen zu Lützeburg. Wir sind zuerst danach an der Basilika der früheren Abteikirche. Am Jahr 698 hat den Heilige Willibrord von der Irmina von Trier zuerst danach eine Proprietät geschenkt gekriegt. Dazu hat ein kleines Kloster gehört mit eng oder auch mehr Kirchen. Dieselbe Zeit, 700, als auf dieser Platz dann eine Kirche entstanden, der Überreste auch heute noch unter dem Schiff von der Basilika erhalten sind. Der Willibrord selber ist zuerst danach gestorben, 739, gouf dann als eine eigene Kirche begraben. Es sind ein paar die außergewöhnliche Ereignisse bei seinem Graf vorgekommen. Er gouf als Heilige verehrt, 750 gouf sein Graf dann 4 Altar von seiner Klosterkirche abgestellt. Der Zulauf von den Leuten war so groß, dass schon 800 eine Großkirche abgerichtet gouf, von der es bis heute die Krypta erhalten. Die hat bestanden bis 2016, du hast sie aufgebrannt und sie gouf dann während mehr wie 15 Jahren neu abgerichtet. Damals ist am großen Ganzen der Bau entstanden, den heute nach das Stadtbild von Echternach ganz stark markiert. Aus der Zeit vom 11. Jahrhundert ist für allem der sogenannte Stützenwechsel ganz charakteristisch. Hier am Hauptschiff allkeier viereckige Pfeiler und dann nur einem viereckigen Pfeiler ein runden Seil mit einem Kapitell oben drauf. Da sind die viereckigen Pfeiler allkeier durch einen großen Bau verbunden. An dazwischen sitzen allkeier 2 mit kleinen bei. Die Kirche die gouf am Laufe der Zeit verschiedentlich verändert, umgebaut. Es sind am 17. Jahrhundert Seitenkapellen draufgekommen. Da gouf sie bei der Französischen Revolution säkularisiert. 1797 gouf sie verkauft und das dann eine Fayencerie dran angerichtet ging. Das hat sich während Jahrzehnten hingezogen. Recht 1861 konnte es einkehr an den kirchlichen Gebrauch geholt gehen mit einer neuen Abweihung. Da gouf sie zerstört 1944 für allem der Westteil, den als nach dem Zweiten Weltkrieg ganz neu abgebaut ging. Das hat gedauert bis 1953. Und da hat die Kirche das ausgekriegt, was sie bis heute tut. Das Grafmonument vom Heilige Willibrord ist entstanden am Jahr 1906 nach den Projekten vom Dombaumeister Schmitz von Trier. Das aus weißem Carrara Marber, skulptiert von einem italienischen Skulptor von Genua. Bannen an dem Monument steht bis heute den originalen Sarkophag, an dem den Heilige Willibrord 739 begraben gouf. Den aus lothringischem Kalk stehen. Das ist ein Modell, den ich noch mehr häufig hier an der Gegend findet. Die Sebastianskapelle gouf Anfang vom 17. Jahrhundert abgerichtet an der Zeit von der Pest. Den Heilige Sebastian ist ja ein Patroner, der ganz besonders gegen die Krankheit verehrt wird. Es war eine Initiative vom Echternach Abt Petrus Fisch, den auch selber innen links Hauptaltar durchgestellt ist. Die Nischen, die da an den Mauern rundherum den Hauptaltar sieht, die waren am Anfang gedurcht, für Reliquien dran abzustellen. Los sind rein dekorativ einfach Statuen dran abgestellt gehen, die aber mit der Echternach Geschichte an dem Echternach Patrimoine zusammenhängen.